so gehört? Ui, Da ist doch jemand oder etwas am Schnaufen. oh je, meine ist das heiß. Ich mag fast nicht mehr. Ich bin schier am Austrocknen und komme nicht mehr vom Fleck. Ui, das tönt gar nicht gut. Ist echt niemand rum, der dem oder der da redet, helfen kann? Ah, da kommt gerade Lila um die Ecke. Lila? Was? Wer ruft mir? Ich sehe gar niemand. Lila, du kannst mich auch nicht sehen. Ich bin die Erzählerin. Hey, lustig, hoi. Mit dir habe ich ja noch gar nie geredet. Ja, ich weiss. Ich mische mich normalerweise auch nicht ein. Aber jetzt muss ich einfach und dich auf jemanden aufmerksam machen. Aha, was ist denn los? Ich habe so komische Geräusche gehört und jemand hat geredet und das tönt gar nicht gut. Irgendjemand braucht irgendwo Hilfe. Und Lila, jetzt kenne ich dich schon recht gut und ich weiss, dass du gern und gut hilfst. Du hast immer ein gutes Wort für andere parat. Bist geduldig und überlegst nicht lang, sondern hilfst einfach. Schau ein bisschen um. Hier ist jemand, der dich dringend braucht. Oh, danke, Erzählerin. Danke für die lieben Worte. Ja, ich helfe gern. Ich glaube ganz fest, dass das eine Begabung ist, die ich von Gott habe bekommen. Und es macht mich selber auch gerne glücklich, wenn ich helfen kann. Dann gehe ich jetzt schnell auf die Suche nach dem etwas, das meine Hilfe braucht. Danke, Erzählerin, und tschüss. Jetzt gebe ich auf. Ich mache nicht mehr. Ich ziehe mich einfach zurück in mein Häuschen. Oh, jetzt habe ich die feine Stimme auch gehört. Von dort hinten, dem Grasbusch, ist sie gekommen. Ich schaue auch da. Da ist ja ein Schneck mit einem wunderschönen Häuschen. Der sieht aber unglücklich aus. Hallo Schneck, was ist denn mit dir los? Geht's dir nicht gut? Oh, da kommt jemand. Wasser, ich brauche Wasser. Wasser? Oh, ich gehe ganz schnell Wasser holen. Warte hier. Lila springt davon um eine Ecke um und kommt gleich darauf wieder mit einem Spritzkännchen voll Wasser zurück. Hier, lieber Schneck, hier habe ich dir dein Wasser. Was willst du jetzt damit? Schütz bitte über mich. Ich bin am Vertrocknen und komme nicht mehr weiter. Wenn du mir nicht hilfst, dann endet es nicht gut für mich. Oh, dann mache ich vorwärts. Ganz säuferlich beschütte dich mit dem Wasser. Ist gut so? Ah, das tut gut. Das Wasser rettet mich. Gib noch einen Sprutz. Du kannst so viel haben, wie du willst. Ich gehe gerne noch mehr holen. Ich glaube, jetzt längt's. Danke vielmals. Bitte, bitte, immer wieder gern. Jetzt lüpfe ich dich noch heute da überall Schatten. So, hier ist gut. Und jetzt wartest du da. Und ich hole dir noch ein feines Salatblatt aus dem Garten. Dann magst du dann wieder. Lila ist wirklich eine Gute und hat es verstanden. Sie tut genau das, was im 1. Petrus 4, Vers 10 steht. Jeder soll dem anderen mit dieser Begabung dienen, die er von Gott hat bekommen.